Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, als erstes Mal wollte ich natürlich der Rapportrice merci sagen für den exzellenten Rapport. Da wollte ich auch dem Herrn Schlechter merci sagen für die Arbeit, die in die letzten Jahren an dem wichtigen Feld vom Kanner Jugendschutz gelegt wird. Piraten freuen sich über die Fehler in die Gesetzesprojekte, durch den der Schutz von den Kannerrechten finanziell und personelle Ressourcen zugesprochen kriegt. Den aktuellen Ombudskomitee für die Rechte vom Kant setzt sich zum größten Teil aus Personen zusammen, die sich dieser Tasche parallel zu einer anderen Arbeit gewidmet tun, weil finanzielle Mittel, wie sie lo gefehlt tun. Durch die Fehler in dem Projekt gehen lo aber eine ganz Reihe neue Posten geschaffen, die sich Vollzeit der Protektion und der Sensibilisierung an der Materie von den Kannerrechten und Jugendrechten zuwenden können. Das ist ein wichtiger Schritt. Die besten Gesetze und Konventionen sind nämlich nicht wert, wenn nicht kontrolliert wird, ob und wie das Regeln angehalten gehen. Obwohl man sich eigentlich denkt, dass zu Lützeburg Menschen und ganz besonders Kannerrechte großgeschrieben gehen, haben die rezenten Diskussionen um die Reform vom Jugendschutzgesetz gewiesen, dass es in unserem Land immer noch Verstöße gegen die Kannerrechtskonvention gibt und dass eine Sensibilisierung von den betroffenen Akteuren zwingend notwendig ist. Wir hoffen, dass die neue Instanz vom Ombudsmann als seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Kannerrechte an Zukunft die Bedeutung zukommen lässt, die Lützeburg ihnen schon lange hätte bei müssen. Herr Präsident, trotz der Freude über die Stärkung von der Visibilität und der Verteidigung von den Kannerrechten gibt es am Kontext von diesem Gesetzesprojekt aber auch einen extrem negativen Punkt, über den ich nicht einfach weggucken kann. Auch wenn das von den Autoren vom Text vielleicht genau so geplant wurde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, seitdem ich an die Chamber gewählt habe, ging ich nicht mit zu betonen, wie wichtig es ist, dass Gesetze leserlich sind, dass sie von den Leuten draußen können nachvollziehen. Das Gesetz trägt zum Kriterium von der Transparenz und der Lesbarkeit aber absolut nicht bei. An diesem Gesetzesprojekt hat sich nämlich ein kleiner Artikel verirrt, der besagt, dass das Office National de l'Enfance aber dann noch einen Direktor an den Adjoint soll können haben. Das Disposition steht am Zusammenhang mit Kanner, das gebe ich gerne zu, steht aber nicht direkt am Zusammenhang mit der Mise en place von einem Ombudsmann für die Kannerrechte und Jugendrechte. Und hat dafür eine Menge an dem Gesetz direkt nichts zu sichern. Wie soll eine interessierte Person, die sich über die Legislation am Zusammenhang mit dem ONE informieren will, auf die Idee kommen, dass sie zwischen Artikeln über den Ombudsmann für die Kanner und Jugendliche Disposition für eben genau diese Instanz finden kann. Auch der Conseil d'État hat das mal wie angemerkt, dass das eine Vorgehensart wäre, die in Zukunft evitiert müsste gehen. Die Entschuldigung, dass es sich hier um eine wichtige Disposition handelt, die nötig ist, für die Arbeitsaufgabe vom ONE zu koordinieren, kann nicht einfach herbeigezogen gehen für ein Vermischen von Themen, die direkt und auch indirekt nicht mit denen zu tun haben, zu exkusieren. Wenn es muss sehr gehen, dann muss man sehr schaffen. Ja, aus Zeitmangel aber ein Durcheinander zu kreieren, den zu gänzlich unlesbaren Text erfährt, als inakzeptabel. Sämtliche Regeln, die den ONE betreffen hätten, besser an einem separaten Projekt geschrimpft. Die heutige Vorgehensart bringt also an eine Situation, in der wir untransparente Methoden tolerieren müssen, wenn wir eine Stärkung von den Kannerrechten nicht am Weg stehen. Wir werden das Gesetz dafür haut notgedrungen, aber ein bisschen Bauch, wie wenn es dieser Disposition mitstimmen, mir nicht ohne einen fermen Appell und uns alle Guten, hier an der Chambre, mir für allem auch die Regierungsbank auszuschwätzen, dass Gesetzestexte leserlich an Themen bezogen sollte sein. Ein Gesetz ist kein Sammelplatz für allerlei vergessene Dispositionen. Das soll nicht merci. Merci vielmals, Herr Clement. Die Regierung hat der Edukationsminister